Ja, kennst du auch so einmalig gute Dinge? Vielleicht ein Essen, das deine Mama mal zubereitet hat oder deine Frau oder dein Mann. Vielleicht ein Spitzenwein, den du magst. Vielleicht eine Lieblingsregion auf dieser Welt, wo du sagst, wenn ich dort bin, das ist einfach einmalig gut. Vielleicht ein Spitzensportler, für den du fanst und der ist einfach einmalig gut in seinem Bereich. Oder vielleicht ein Musikstück, wenn du es hörst, wirst du zurückversetzt, vielleicht nochmal deine Jugend und sagst, das Stück, das ist der Hammer, das ist mein Lieblingsstück. Nun, ich glaube, all solche Dinge, die bereichern unser Leben, sie freuen uns, wenn wir sie erleben. Also wenn meine Mama, wenn sie Klöße und Fleischvögel macht, dann das weiß sie immer, kann sie immer bei mir landen. Das ist eines meiner Lieblingsessen. Genau, und so freut man sich darauf. Und es bedeutet einem etwas, wenn eine Sache einmalig gut ist. Und wenn wir in unserer Serie uns mit Jesus beschäftigen, warum Jesus, dann möchten wir heute, geführt von Lukas, in 2 Geschichten hineinschauen, die uns zeigen, dass Jesus besser ist als der beste Wein. Besser ist als die beste Region, besser ist als das beste Musikstück, das es gibt. Er ist einmalig gut. Und wir wollen heute schauen, ob es uns gelingt irgendwo und ob es Gott gelingt, heute Morgen unsere Herzen zu öffnen für die wunderbare Güte von Jesus. Wir lesen aus Lukas 6, dort heißt es, als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger ein paar Ähren aus, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten ein paar Pharisäer zu ihnen, das dürft ihr nicht, es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten, indem man Getreide erntet. Als hätten sie als wären sie mit dem Mähdrescher unterwegs gewesen. Naja, okay. Gut. Und Jesus erwiderte ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und aß von den Broten, die den Priestern vorbehalten sind, und gab auch seinen Freunden davon zu essen. Und das verstieß gegen das Gesetz. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Was geschah hier? Die Güte von Jesus, seine Liebe zu den Menschen und man kann auch sagen, zu ihren einfach ganz normalen irdischen Bedürfnissen, traf hier auf die Härte und die Gesetzesorientierung und ihren Auslegungen der Pharisäer. Nun, das Sabbatgebot gibt es eigentlich fast weltweit. Und die Franzosen, die haben es ja in der Geschichte einmal versucht, nicht mit einer 7-Tage-Woche, sondern mit den sogenannten Dekadi. Die hat man dann Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt. Keine 12 Jahre hat es durchgehalten und dann kam Napoleon und sagte, wir hören auf damit, es funktioniert nicht. Du kannst nicht 54 freie Tage im Jahr reduzieren auf 36. Und es ist interessant, der Mensch spürte schon nach 12 Jahren in Frankreich, wir brauchen so etwas wie einen Ruhetag und 7 Tage scheint irgendwo der richtige Rhythmus zu sein. Und dann fingen die Juden an, als sie dieses Gesetz damals bekamen, vor über 1500 Jahren, fingen an, ihre Bestimmungen dazu zu machen. Und es gab über 39 verschiedene Arbeitsgebote für den Sabbat. Und nun begegnet Jesus den Auffassungen der Pharisäer, die mit all diesen Ideen kommen, wie der Sabbat zu feiern sei. Und Jesus zeigt ihnen, Leid zu stillen, Hunger zu stillen, das ist etwas, das im Plan Gottes ist, auch an einem Sabbat. Es ist Teil von Gottes Erlösungsprogramm für die Menschheit. Und was mir auffällt hier bei Jesus, wir werden gleich noch tiefer hineingehen, ist, wie Jesus in einer tiefen Präzision die falsch gelebte Religiosität der Pharisäer durchdringt und ihnen die Güte Gottes zeigt und zugleich auch die Macht und die Autorität Gottes, uns Menschen zu zeigen, was für uns und was wirklich gut ist. Was war hier geschehen? Jesus war mit seinen Jüngern irgendwo zusammen, gingen durch die Felder und vielleicht war es so Nachmittag um 3 oder 4 und die Jünger dachten an diesem Sabbat, wir haben noch kein Zvieri gehabt.
und fingen an, von diese Ähren abzurupfen und irgendwo diese Körner zu essen. Und die Pharisäer sehen das und sagen, das ist ein Verstoß gegen das Verbot, das wir haben. Am Sonntag darfst du nicht ernten. Aber es ist interessant, Jesus kommt und er sagt, er verteidigt die Jünger. Habt ihr nie von David gelesen? Der war nämlich damals auch auf der Flucht gewesen, hatte seinen Hunger gestillt an den geweihten Broten, die eigentlich nur für die Priester waren. Und was tut Jesus? In diesem einzelnen Satz über David sagt Jesus den Pharisäern etwas. Hört einmal, euer größter König, den ihr gehabt habt, sogar er hat den Sabbat anders ausgelegt als ihr. Und ich kann mir vorstellen, die Pharisäer waren da und sagten, ja, also, wenn David das gemacht hat, was sollen wir jetzt noch zu Jesus sagen? In dem Vergleich mit David sagt Jesus eigentlich Folgendes, hört mal, ich funktioniere in der gleichen Autorität wie damals David. Und die Menschen fingen an, die Pharisäer fingen an, nachzudenken und vermutlich merkten sie, hier ist jemand, der beansprucht, wie der König David, etwas auszulegen aus den Geboten Gottes, das sich uns unserer Meinung völlig entzogen hat. Jesus sagt nachher, ich bin Herr über den Sabbat. Herr über den Sabbat. Das heißt, ich bestimme, wie der Sabbat auszulegen ist. Warum konnte Jesus das? Weil Jesus zusammen mit Gott der Designer des Sabbats eben gewesen war. Und in dieser Aussage von Jesus, müssen wir schon noch auch etwas interpretieren, müssen wir sagen, hey, da steht etwas drin von einer Autorität in den Aussagen von Jesus. Er sagte dann später, der Sabbat ist nicht dazu da, dass der Mensch ihm dient, sondern der Sabbat ist dazu da, um dem Menschen zu dienen. Was sollen wir mit dieser Antwort von Jesus tun? Können wir sagen, ja, Jesus kam und dachte, er ist Sohn Gottes und er kann einfach Gottes Gebote auslegen, wie er will, nach seiner eigenen Willkür? Nein, das Interessante ist, Jesus hielt den Sabbat. Der Sabbat ist für uns Menschen geschaffen als ein Tag der Ruhe, als ein Tag, den wir arbeitsfrei gestalten sollen. Ein Tag, um zu singen, zu spielen, zu essen, es sich gut gehen zu lassen. Und es war auch ein Tag, um gemeinsam Gott zu suchen, Gott zu anbeten und in den damaligen Synagogen dem damaligen Priester zuzuhören, Gottes Wort zu bekommen und mitzuerleben, was es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, der Sabbat war dazu da, wie nicht die anderen 7 Tage, um dem Menschen Gutes zu tun, ihn zur Ruhe kommen zu lassen, ihn auf das Wesentliche, das Entscheidende des Lebens auszurichten. Und die Pharisäer hatten etwas ganz anderes daraus gemacht. Sie hatten so viele Regulationen für den Sabbat hinzugefügt, dass der Mensch anfangen musste, dem Sabbat zu dienen und nicht mehr der Sabbat den Menschen diente. Und Jesus, er widerstand dieser Art der Religiosität, die nicht das Wohl des Menschen im Auge hatte, sondern, und das ist etwas, das ganz tief in uns Menschen drinsteckt, eine Art von eigenen Moralvorstellungen. Und wisst ihr, was mir auffällt in der heutigen Zeit? Auch wenn unsere Gesellschaft in vielen Bereichen gottlos geworden ist, wir sind nicht areligiös geworden. Wir haben heute einfach eine Ersatzreligion gemacht. Und die Ersatzreligion, die bezieht sich auf die Umwelt, die bezieht sich auf das Essen, die bezieht sich auf so viele andere Dinge. Flugscham. Und wir haben viele andere solche Worte, die heute kreiert worden sind. Weißt du warum? Weil der Mensch tief in seinem Herzen religiös ist. Und wenn er Gottes Religion nicht macht, dann macht er sich seine eigene Religion. Das Problem ist, wir können die besten Vorsätze machen. Irgendwo, entweder brechen wir sie selber oder wir sehen andere, die sie brechen und werden zu Aktivisten
und reagieren auf Arten und Weisen, die Gott auch nicht wollte, wo wir wieder Menschen schaden. Schaut, auch als Christen stehen wir in Gefahr der Religiosität. Das Christsein kann sehr schnell zum Regelkatalog werden. Wenn du Christ bist, machst du das nicht mehr, machst das nicht mehr, machst das nicht mehr. Ein guter Christ tut das und das und das und das. Und wir könnten die Liste von Gebet und Bibellesen etc. etc. Wir könnten die Liste lang machen. Und es wäre ja in sich richtig. Das Problem ist, was Jesus hier genau in dieser Geschichte eigentlich den Pharisäern zeigte, war, hört einmal, ihr orientiert euch nach den äußeren Geboten und nach euren eigenen äußeren Vorstellungen, aber ihr habt etwas verpasst. Wozu ist eigentlich der Sabbat da? Um eure Beziehung mit Gott zu erneuern. Und am Kern des wirklichen, authentischen, echten Glaubens steht eben nicht ein Regelkatalog, sondern steht eine lebendige, uns verändernde, transformierende Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das ist interessant, wir werden es noch oft sehen im Lukas-Evangelium. Diesen religiösen Auffassungen hat Jesus nie auch nur eine Handbreit Raum gegeben. Jesus kämpfte darum, dass der Mensch diese Beziehung zu Jesus findet und daraus lebt und daraus verändert wird. Und jetzt geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt hier und nutzt zum zweiten Mal im Lukas-Evangelium den Begriff Sohn des Menschen. Und wir lesen das einfach so und wenn man schnell drüber geht, könnte man meinen, ja, das heißt einfach, er war der Sohn von Josef und Maria. Aber wenn wir das so schnell überlesen, durchdringen wir nicht die Präzision, die Jesus hier anwandte im Dialog mit den Pharisäern. Der Begriff Menschensohn in der Bibel kommt aus dem Alten Testament und bezeichnet einen königlichen Titel. In Daniel 7 heißt es, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und er sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist die Definition des Menschensohns. Jesus nahm hier einen Begriff, einen königlichen Begriff und zeigte den Menschen, hört einmal, ich bin diese Person, von dem Daniel spricht. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ich bin dieser Ewige, der ein Reich aufrichten wird, ein Königreich aufrichten wird, das in Ewigkeit nicht vergehen wird. Und es wird der Tag kommen, da werden alle Nationen dieser Welt mir dienen. In diesem einfachen Satz steht so viel an Autorität vom Wesen von Jesus. Es ist interessant, dass die Pharisäer den Dialog nachher beenden. Weil sie wussten, jetzt stehen wir nicht einfach einem Menschen Jesus gegenüber oder einem netten Jesus, sondern wir stehen dem Messias gegenüber, wir stehen dem Gottessohn gegenüber. Und schaut, Jesus, er ist einer, der Gott eben kennt wie kein anderer. Er ist jemand, der das Herz Gottes kennt wie kein anderer, weil er selbst ewig verbunden ist mit dem Vater und dem Geist. Weil er selbst Gott ist. Weil er der Designer des 7. Tages eben auch war. Und so sagte Jesus, und ich lese es noch einmal aus Markus 2, 27, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Was heißt das für uns? Schaut doch mal, diese Kombination der Autorität und der Güte von Jesus durchzieht die ganze Bibel. Und alles, auch hier im Lukas-Evangelium, weist auf die zentrale Person hin, die für uns entscheidend ist, und das ist Jesus. Und die Frage ist, was tun wir denn mit Jesus? Schaut, wirkliches Leben und Gerechtigkeit
kommt nicht durch das Halten von Geboten, sondern kommt dadurch, dass wir die Erlösung, die Jesus anbietet für uns Menschen, dass wir die in Anspruch nehmen. Statt haben wir nicht alle in unserem Leben unseren Hunger, unseren Wunsch nach Geltung, nach Bedeutung, nach Liebe, nach Erfüllung auf viele fragwürdige Arten und Weisen gestillt, haben auf unsere Einschätzung vertraut. Das Pharisäische steckt in uns allen drin. Aber Erlösung gibt es nur durch Jesus. Das Einzige, was uns eine tiefgreifende Erlösung, Befreiung von unserer falschen Religiosität bietet, das ist der Tod von Jesus am Kreuz, wo er sagt, ich bin gekommen, ich habe es vollbracht, es gibt Befreiung für dein Leben. Und nun geht es darum, dass wir Jesus als höchste Autorität in unserem Leben wirklich auch anerkennen. Und das ist etwas, das nur Gottes Geist bewirken kann. Aber weißt du, ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ein Mensch Jesus nicht nur als Erlöser erkennt, sondern in dem Moment, wo Menschen sich dieser Herrschaft von Jesus, seinem Reich unterstellen, da werden Menschen zu anderen Menschen. Sie werden zugänglich, sie werden führbar von Gott, sie werden erfüllt von Gott. Sie kommen in etwas hinein, von dem wir auch über Jesus lesen in der Bibel. Er sagte, er liebte die Furcht Gottes. Er liebte es, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott zu haben. Es ist interessant, dass diese beiden Konzepte der Güte von Jesus, der kämpft für das Wohl des Menschen, der kämpft für das Gute des Menschen und diese Herrschaft von Jesus, dass sie 1:1 zusammengehen. Es wird in der zweiten Geschichte nachher offenbart und ich lese weiter aus Lukas 6. An einem anderen Sabbat, wieder Sabbat, befand sich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand in der Synagoge. Und vielleicht ganz kurz, die erste Geschichte war so praktisch wie der Vorläufer jetzt für die zweite. Und es scheint mir, als hätte Lukas beim Schreiben des Evangeliums, hätte Gott ihn so geführt, dass er sagte, zuerst gibst du mal den Kontext von diesem Sabbat und dass Jesus Herr ist darüber. Und jetzt gehst du in der Geschichte nach und zeigst noch einmal, wie sehr die Güte Gottes das ganze Wesen von Jesus und seinen Wunsch, uns Menschen zu dienen, durchdringt. Okay, gut. Es wird spannend. An einem anderen Sabbat befand sich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand in der Synagoge, während Jesus lehrte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer passten genau auf, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde, denn sie suchten nach einem Vorwand, Anklage gegen ihn zu erheben. Doch Jesus wusste sehr wohl, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand, komm her und stell dich hier in die Mitte. Da stand der Mann auf und dann sagte Jesus zu ihnen, ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz, und jetzt kommt es, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist er ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Und er sah einen nach dem anderen an. Und ich denke mir so, Jesus hat in die Gesichter geschaut. Er hat die Gesichter der Menschen gelesen. Er war ja Arzt, Lukas. Und als Arzt lernt man für die Anamnese, die Menschen genau zu lesen. Was geschieht? Ich kann mir vorstellen, in den Augen sah Jesus, da sah Jesus Hoffnung. In den anderen sah er Spannung, was kommt jetzt? Und ich kann mir vorstellen, in vielen Augen sah Jesus auch Hass und Ablehnung. Und jetzt tut Jesus Folgendes. Er sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Schaut, in dieser Geschichte sehen wir die Güte von Jesus noch einmal viel tiefer offenbart. Wir sind bisher im Lukas-Evangelium noch nie so stark mit Widerstand in Bezug auf Jesus, haben noch nie so viel über den Widerstand gegenüber Jesus gelesen wie hier. Noch nie ist uns der Zorn der geistlichen Leiter gegenüber Jesus so offenbar geworden wie hier in dieser Geschichte. Was war ihr Problem mit Jesus? Schaut, sie waren nicht wirklich offen, sich mit Jesus zu befassen.
Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, sehr vage Vorstellungen über ihn. Und dann hatten sie eben ihre Meinung vorgefasst. Und weißt du, wenn wir gegenüber Gott vorgefasste Meinungen haben, werden wir an Gott vorbeigehen und wir werden an unserem eigenen Gottesbild und ich sage vielleicht mal sogar Götzenbild festhalten. Ihre Meinung war vorgefasst. So ist Jesus. Und sie hatten nur ein Motiv. Nicht, dass sich die Güte Gottes den Menschen zeigt, sondern sie hatten ein Motiv, Sünden bei Jesus zu finden, mit dem sie ihn nachher verurteilen konnten. Und Jesus, er beurteilte die Situation komplett anders. Er sah die Not, die Einschränkung dieses Mannes. Er kannte vielleicht einen Teil seiner Geschichte. Als Gottes Sohn sah er, wie dieser Mensch auch seelisch litt. Vielleicht ausgelacht worden war über seine Verkrüppelung. Und ihm war das Wohl dieses Menschen x-mal wichtiger als die Meinung und die Gebote der religiösen Elite. Und Sabbat hin oder her, Jesus sah heute diesen Mann und er sagte, heute soll dieser Mann die Kraft von Gott erleben. Er sagte, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus und so wurde wieder gesund. Könnt ihr euch vorstellen, dieses emotionale Birchermüsli, das es nun gab? Die Pharisäer, Schriftgelehrten, voller Zorn auf Jesus. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dieser Mann hat gejubelt, hat Gott gedankt, hat gesagt, Gott, wie gut bist du? Jesus, wie gut bist du? Und wisst ihr, wie uns wird vielleicht in den nächsten Momenten die Güte von Jesus erst richtig bewusst, wenn wir die Geschichte noch etwas tiefer durchdringen. Schaut, Jesus ließ sich durch die Drohungen und Verurteilungen anderer nicht hindern, den Menschen seine Güte zu zeigen. Er riskierte sein Leben. Diese Geschichte war der Startpunkt für die Verfolgung und letztlich für den Tod von Jesus. Und warum erzähle ich das so? Wisst ihr, wie viel Kummer bereiten wir Menschen doch oft Gott? Weil wir ihn missachten, weil wir an ihm vorbeigehen, weil wir ihn nicht um Rat fragen, weil wir denken, wir wissen es besser. Und wenn ich manchmal so durch Zürich durchlaufe und die Menschen höre, du, der Zürcher kann noch fluchen, du. Und wir brauchen den Namen Gottes, richten uns gegen ihn, sprechen Dinge aus über Gott, wo du sagen würdest, wenn das jemand über mich sagt, macht er nur einmal. Haben Witze gemacht über Gott, Falsches über ihn gesagt. Und wisst ihr, was tut Jesus inmitten all dieser Anfeindungen? Er lässt sich nicht hindern, Gutes zu tun. Und wisst ihr, da kommt mir die Geschichte in den Sinn, wie Jesus seine Güte gezeigt hat, letztlich am Kreuz. Die Bibel sagt, er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Als du und ich null Interesse hatten an Gott. Als wir uns vielleicht sogar noch schon lustig gemacht haben über Gott. Gott stirbt für uns. Und er sagt, weißt du was, ich lasse mich nicht aufhalten, der Welt meine Güte zu zeigen, egal wie ihr mit mir umgeht. Weißt du was, das würde, glaube ich, fast kein Mensch machen. Wir versuchen vielleicht mal noch freundlich zu sein mit denen, die nicht freundlich sind mit uns. Aber Jesus, er gab sein Leben für uns. Er gab sein Leben für seine Feinde. Ich möchte dich mal fragen, wie siehst du Jesus? Siehst du ihn als wirklich gut an? Oder hegst du in deinem Herzen manchmal Zweifel in Bezug auf die Güte von Jesus? Oder vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du nicht einordnen kannst, wo du sagst, wie kann ein guter Gott so etwas zulassen? Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Aber weißt du was?
Jesus zeigt uns hier in dieser Geschichte, wenn irgendeiner gut ist, dann ist es Jesus. Und wenn einer sich von seiner Güte nicht stoppen und bremsen lässt, egal wie wir mit ihm umgehen, ist es Jesus. Und ich sehe immer noch Jesus, so in dieser Geschichte, die wir dann noch anschauen werden, dort am Kreuz. Und er sagt über seinen Feinden, die ihm vorher die Nägel in die Hände geschlagen haben, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Güte. Das ist die Güte Gottes. Das ist die Güte von Jesus. Und wisst ihr, wenn es irgendeinen gibt, der will, dass du zweifelst an der Güte Gottes, dann ist es nicht Gott, dann sind es nicht deine Umstände, dann ist es der Feind des Menschen. Der Feind des Menschen. Und wenn wir so über die Güte Gottes nachdenken, möchte ich zum Abschluss kommen und möchte vielleicht so für 3 Personengruppen heute uns mit hineinnehmen in eine Anwendung. Vielleicht bist du hier und du hast dein Herz noch nie Jesus geöffnet. Und Jesus ruft dir heute zu, hör mal, sei doch bereit, deine bisherigen Vorstellungen über mich über Bord zu werfen. Und fange an, meiner Güte zu vertrauen. In Römer 2 heißt es, begreifst du nicht, dass dich Gottes Güte, nicht seine Strenge, nicht irgendwie seine göttliche Macht und Herrlichkeit und Kraft zur Umkehr leiten will, sondern seine Güte. Das heißt, Gott sagt dir, hör mal, du kannst zu mir kommen mit allem, was du bist, mit allem, was du bereust, mit allem, was dir peinlich ist, mit allem, wo du irgendwo versagt hast. Und weißt du, was du bei mir erleben wirst? Gnade und Güte. Aber etwas müssen wir tun, wir müssen umkehren, wir müssen uns ihm zuwenden. Schau, er bietet Erlösung an, Befreiung von den Dingen, wo wir nicht frei werden als Menschen davon. Lass ihn in dein Leben an diesem Tag. Nimm ihn auf, vertraue seiner Güte. Das heißt, der dich vom Verderben erlöst, der dich erlöst von deinen Sünden, von deinen destruktiven Gedanken und Verhaltensweisen. Das ist die Macht von Jesus. Und dieser Jesus ist hier. Das Zweite ist, ich möchte dich fragen, siehst du in Jesus nicht nur seine Güte, sondern auch seinen berechtigten Anspruch, die oberste Autorität zu sein, Herr über den Sabbat zu sein, aber auch Herr in deinem Leben. In 1. Petrus spricht Petrus zu den Christen und sagt, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Ich möchte dich mal fragen, wer ist Jesus für dich? Ist er auch der König? Ist er auch der Herr? Oder gibt es vielleicht Lebensbereiche, die du ihm noch gar nicht bewusst unterstellt hast? Vielleicht eine Beziehung, vielleicht Finanzen, Pläne, deine Sexualität, dein Temperament, dein geistliches Leben. Und du bist zwar Kind Gottes, aber so eigentlich bist du der Chef von deinem Leben. Wenn du Gottes Güte erleben willst, nimm an diesem Tag neu seine Herrschaft an. Und lass ihn wirklich in deinem Leben König sein. Lass ihn Herr sein. Weißt du warum? Seine Gebote sind durch und durch gut für dich. Ich glaube, wenn wir in dieser Gesellschaft schon nur den Sabbat beachtet hätten, wir hätten praktisch niemand irgendwie im Burnout. Wir hätten praktisch niemand irgendwo, der komplett ausgelaugt worden wäre vom Leben. Seine Gebote sind gut. Sie sind gemacht für dich, zu deinem Besten. Kannst du ihm nicht vertrauen an diesem Tag und sagen, Herr, ich unterstelle dir das, ich unterstelle dir meine Freizeit, meine Finanzen, meine Pläne, meine Wünsche, meine Hoffnungen, mein Lebensstil, sei du Herr. Und wisst ihr, letztlich soll diese Güte von Gott noch etwas tun. Sie soll uns zu guten Menschen machen. In Epheser 4 heißt es, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte oder eben das Gute, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Kennst du das in deinem Leben, dass du manchmal reagierst, so ein bisschen vielleicht mit deinem
Temperament, das du vom Grossi geerbt hast? Dass du manchmal Gedanken hegst über andere Menschen, die nicht geprägt sind von der Güte Gottes. Kennst du das? Ich kenne es. Aber schau mal, das ist das, was Jesus in uns hervorbringen will. Dass wir Menschen der Güte werden, Menschen, die verändert werden, Menschen, die anderen Gutes erweisen, auch auf dieser Welt. So ein Mensch kannst du sein. Das ist nicht Religiosität, sondern das kommt aus dieser Erlösung von Jesus, wo das Wesen, die Art von Jesus dein Leben durchdringt. Ist das nicht herrlich? Dann ist es nicht schwer. Dann wird es für uns ein Wunsch, Gutes zu tun. Nicht, weil wir uns bei Gott etwas verdienen, sondern weil es Teil unserer Natur ist. Nicht um Punkte irgendwo zu gewinnen. Nicht um bei Menschen ein besseres Image zu haben, sondern weil das Wesen von Jesus uns durchdringt.